Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel in FC Augsburg. Und von daher würde ich sagen, nicht lang schnacken. Rinder. Und ja, auf Deutsch, wa? Vom FC Bayern TV. Und nicht von YouTube, wo es wieder mit Englisch Katastrophe ist. Ja, hallo. Der FC Bayern freut sich auf das erste Liga-Heimspiel der Saison und das gleich im Derby gegen den FC Augsburg. Das ist doch wunderbar. Willkommen zur Medienrunde, wie gewohnt mit Thomas Tuchel. Ob das wunderbar ist, sehen wir morgen, wa? Kollege. Und willkommen der ersten Frage. Bitte schön, da ist ein Mikrofon. Uli Köhler für Sky. Jawohl. Spreche ich noch nicht rein hier. So, ja, die Frage ist, Jamal Musiala kann nicht spielen. Dann denkt sich jeder Bayern-Fan, dann muss der Thomas Müller spielen. Denkt sich der Trainer das auch? Ja, kann sein. Kann aber auch sein, dass der Serge spielt oder der Ryan Gravenberch. Deshalb müsst ihr alle warten. Ja, ist natürlich jetzt auch schwer. Man kann ja jetzt schlecht Sané rausnehmen. Coman hat eigentlich auch überzeugt. Ja, von daher sieht es gerade schlecht aus für den Serge, ne? Der hat maximal die 10 drin, aber in der Mitte halte ich den halt für eine absolute Nullpalter. Ja, Gravenberch, klar. Ja, aber rein theoretisch musst du den Müller bringen. Ja, hinterm Kane, mal gucken, wie die so harmonieren. Ich glaube, das wäre schon am sinnigsten. Bin sehr gespannt, wen er aufstellen wird. Also bei mir wird auf jeden Fall der Müller auflaufen. Sonntagabend. Ja. Schnelle Antwort, kurze Frage. Dann geht's hier weiter, bitte. Stefan Kumberger für Pro7 Sat.1. Herr Tuchel, es ist ja Anfang der Woche von Karl-Heinz Rummenigge viel über Indianer und Häuptlinge gesprochen worden, dass durch Harry Kane jetzt eine neue Hierarchie Aha, habe ich nichts von mir gekriegt. kommt und dass viele oder wenige Häuptlinge wird es geben und einige, die dachten, sie seien Häuptlinge, werden jetzt dann Indianer. Ja, da ist der Kimmich, was ist der Kimmich dann? Eine Squaw oder was? Jetzt nichts gegen Frauen, war, aber so in der Analogie zu bleiben. Allgemein gefragt, wie entwickelt sich in einer Fußballmannschaft eine Hierarchie? Lässt sich das von oben steuern oder kann man da irgendwelche Reizpunkte setzen oder passiert das von Natürlich. selber? Beides. Passiert von selber, durch Persönlichkeit, durch Einsatzminuten, durch Leistung. Und dann passiert es zusätzlich noch durch Persönlichkeit, habe ich Ja, deswegen klappt das beim Kimmich auch nicht, ne? gesagt. Und dann kann man es auch steuern. Also, aber dann geht es wieder um Einsatzminuten. Aber jemanden zum Führungsspieler machen kann man nicht. Also entweder. Und ist auf jeden Aber beim Kimmich lange genug versucht, ne? Fall wichtig, wenig Häuptlinge zu haben und eine Achse zu haben und wenige Führungsspieler, die das Gerüst bilden und das Gerüst bilden für eine Mannschaft. Und da sind wir dabei. Das ist ein Prozess, das geht nicht von einem Tag auf den anderen und der ist noch nicht abgeschlossen, weil die Transferperiode nicht abgeschlossen ist. So, der geht dann nochmal neu los oder wird nochmal ein bisschen durcheinander gemischt ab dem 1.9. Ja gut, wenn er das so sagt, dann heißt ja, dass bis zum 1.9. noch einiges passiert bei uns. Wenn das jetzt immer so durcheinander gemischt wird, sehe ich jetzt nicht so eigentlich. Und dann bildet sich das heraus über die Art und Weise im Training, jeden Tag, wie gehen wir miteinander um, wie gehen die Spieler miteinander um und wie wird trainiert. Und dann muss irgendwann jeder seine Rolle kennen, akzeptieren und zum Besten ausfüllen. Gibt es den perfekten Führungsspieler? Ja klar, Nicht den einen Führungsspieler, Lothar Matthäus, Alter. Aktuell bei uns im Kader? Ne. Weil dann wäre dann wäre nicht das passiert, was letzte Saison passiert ist, die letzten Monate. Wenn du da einen perfekten Führungsspieler gehabt hättest, wären wir niemals so auseinandergebrochen in so vielen Spielen. Also da hätte unter so einem F oder so wäre das nicht passiert. Vielleicht wäre das einmal passiert oder so, aber dann hätte das so dermaßen gerumst, dann wäre das nicht nochmal passiert. Und das war aber gar nicht bei uns. Wir haben keine Führungsspieler gehabt letztes Jahr. Müller konnte das nicht, das ist so ein halber. Vom Kimmich brauchen wir gar nicht erst anfangen und ansonsten, ja, De Ligt war gerade mal ein Jahr da, noch nicht mal ein Jahr. Natürlich schwierig, dann da irgendwie gleich sich hinzustellen und irgendwie zu belehren und so weiter. Das wäre noch einer, den ich zutraue, so in die Rolle zu wachsen. Min-Jae muss man mal abwarten, weiß ich nicht. Spricht natürlich noch relativ wenig Deutsch, auch wenn Deutsch heutzutage nicht wichtig ist eigentlich. Ja, mal abwarten. Harry Kane, denke ich, kann sowas auch. Braucht aber natürlich auch Zeit. Kannst natürlich nicht so auftreten, wenn du 4 Wochen da bist oder was, ne?
kann er dann vielleicht auch mal, wenn er ein halbes, aber wenn er ein Jahr da ist, kann er vielleicht mal langsam so anfangen, wenn es mal nicht läuft, da das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Ich bin mal sehr gespannt. Aber wie es der Tuchel auch sagte, hängt dann auch immer von der Leistung ab, die man zeigt. Wenn er natürlich bis dahin irgendwie in 10 Spielen 20 Hütten gemacht, jetzt mal hochgegriffen und immer rackert, sogar es im ersten Spiel gemacht hat, dann kann er das natürlich auch eher tun. Ne? Aber wenn das dann natürlich so ein Kimmich versucht, der unterirdische Leistung teilweise bringt und überall rumrennt, wo er nicht rumrennen soll, willst du den dann da irgendwie als Führungsspieler wahrnehmen, der auf dem Platz die Zähne auch nicht auseinanderkriegt? Nee. Und genau das war das Problem letztes Jahr. Ne? Ich weiß, dass Sie gerne Schlagworte Aber wir sind ja nicht mehr im letzten Jahr. und Schubladen und alles weiter, was weiß ich, alles bedienen wollen. Es gibt so viele Arten zu führen, es gibt so viele Arten zu spielen, es gibt so viele Arten, auf eine Gruppe einzuwirken. Gibt es jede erdenkliche Möglichkeit. Ganz genau, wir können auch einfach à la Christoph Daum über heiße Kuren laufen. Wenn es hilft. Dann haben wir einen Gast aus Israel, bitteschön, hallo. Mr. Tuchel, thank you. I'm very happy to be here. Mr. Tuchel, ich bin sehr froh, dass ich hier sein darf. Das ganze Land ist sehr glücklich über die Ankunft von Daniel Perez. Es ist noch nicht endgültig, es ist noch nichts unterschrieben, aber trotzdem, können Sie uns kurz erklären, welche Strategie... Hat der einen Cut hier oder was? Der Mané ist doch weg, oder nicht? Kam der nochmal zurück, oder was? Hat er nochmal eine Stelle verteilt? Ist ja wild. hinter der Verpflichtung von Daniel Perez steht. Ich erkläre Ihnen das gerne und es tut mir leid für alle, die hierher gekommen sind, aber ich kann das erst erklären, warum wir das gemacht haben, wenn er auch unser Spieler ist. Im Moment arbeiten wir noch hart daran, dass er unser Spieler wird und wir sind sehr positiv gestimmt und schon aufgeregt, ihn, einen jungen, einen sehr talentierten, guten Charakter bei uns zu haben, der in unsere Mannschaft passt. Im Moment brauchen wir noch Geduld und Zeit, bis das Ganze bestätigt ist und dann gebe ich Ihnen alles, was Sie wollen. Liegt es noch an der medizinischen Untersuchung? Ja, die medizinische Untersuchung und ein paar Unterschriften, denke ich. Und da kann es immer noch Überraschungen geben. Wir drücken die Daumen. Ja, das finde ich auch richtig. Ja, das finde ich vollkommen richtig. Ist ja auch hier mein Credo auf dem Kanal. Klar kann man immer so in die Spekulation mit reingehen und so weiter. Ich meine, jetzt, wo wir das hier sehen, ist es safe. Ja, steht auf der Bayern-Seite, dass er verpflichtet wurde. Aber hätte ich jetzt an seiner Stelle da jetzt auch noch nicht groß was zugesagt. Finde ich völlig legitim. Ja, ich auch. Ja. Ja. Was hat Sie am meisten an Daniel Perez beeindruckt? Was mögen Sie an ihm besonders? Und wann haben Sie sich Jetzt zieht er sich noch die Ohrenhaare raus. Was ist denn los mit dem Thomas? Wird mir immer sympathischer. in ihn verliebt? Ich möchte nur wissen, warum Sie ihn gewählt haben. Ja, ich lasse mich da jetzt auf nichts ein, denn es ist noch nicht finalisiert. Wir haben ihn natürlich schon lange auf dem Radar, haben ihn gescoutet. Er hat für die U21 ein starkes Turnier gespielt und das war der endgültige Moment, wo wir entschieden haben. Weiß ich nicht, ob man das jetzt so abnehmen kann. So, wir haben ihn lange gescoutet. Mag ja sein, dass man ihn auf dem Zettel hatte. Ja, aber jetzt lange gescoutet, wenn man hört, dass vorher 20 andere Namen genannt wurden. Vielleicht wurde auch viel von der Presse rein, aber weiß man nicht. Wir nehmen das mal so hin. Wir nehmen das mal so an, wie es ist. Dass er eine sehr gute Verpflichtung für uns wäre. Sein Talent, seine Persönlichkeit ist eine sehr gute Mischung, die gut zu uns passt. Und wir müssen noch abwarten. Dann geht es hier vorne weiter. Erste Reihe, Nico Linner für die Bild-Zeitung. Da kommt jetzt wieder was richtig knallermäßiges. Hallo Herr Tuchel. Servus. Benjamin Pavard hat in den letzten Tagen einen, vorsichtig formuliert, nicht ganz so glücklichen, einen eher frustrierten Eindruck gemacht. Woher wissen Sie das? Erlebt? Ja, würde mich auch mal interessieren. Wie sehen Sie seine Situation? Er hat ja die Frage jetzt nicht beantwortet, woher er das weiß, oder? Ja, Benji hat um einen Wechsel gebeten, aber wir denken ja an den Club und an die Mannschaft und Benji erfährt größte Wertschätzung beim Trainer, beim Trainerteam und ich denke auch im gesamten Club. Er hat... Sage ich jetzt nichts mehr zu, wen da meine Meinung zu interessiert, guckt euch gerne das andere Video an, was ich gestern rausgeballert habe zu Pavard und Stanisic.
will ich mich jetzt nur wiederholen hier. Fakt ist, wenn ein Spieler gehen will und der jetzt früh genug, um es ganz kurz zusammenzufassen, jetzt früh genug geäußert, warum sollte man jetzt auf das Geld verzichten, wodurch man einen Ersatz kaufen kann und ihn zwingen, ein Jahr da zu bleiben und dann der Stinkstiefel zu sein? Das macht für mich keinen Sinn. Über 80% der letzten Saisons gespielt. Er hat auf einem extrem hohen, konstanten Niveau gespielt. Deshalb ist es eine Seite natürlich, den Verein wechseln zu wollen. Das ist eine Seite die Vertragssituation, in der das auch für den Verein wirtschaftlich Sinn machen kann. Aber es gibt natürlich auch die Seite des Timings. Es gibt die Seite, dass es muss ein Angebot da sein, es muss ein Akzept. Das sieht so ein bisschen aus, als hätte er, also wenn er nach Hause kommt, macht er sich das Lippenpiercing rein. Und wenn er zum Verein kommt, macht er das wieder raus, oder was? Thomas, wenn du auf dem Lippenpiercing stehst, wegen mir kannst du ruhig drin lassen. Also jetzt nichts Schlimmes, du. Akzeptables Angebot sein, das für den Verein Sinn macht. Es muss das Timing stimmen. Es muss auch Ersatz da sein, der Sinn macht, sportlich und von der Persönlichkeit. Ja, hätte man den Stanini abgegeben, wäre der ja da gewesen, ne? Und dann wird das Ganze natürlich wie immer ein großes Thema. Und jetzt sind wir sehr spät dran. Das Angebot kam sehr spät. Der Wunsch kam an mich sehr spät. Aha, der Wunsch gab schon am Ende der letzten Saison, Alter. Das ist ja wieder... Der Wunsch an mich kam sehr spät. Und das macht es nicht leichter. Deshalb bin ich ziemlich entspannt, weil ich auch das jetzt, ich nehme es auch nicht persönlich, habe ich noch nie gemacht und werde mit Benji professionell und sehr gerne zusammenarbeiten, weil er war für mich, sehen Sie auch an den Einsatzzeiten, ein sehr wichtiger Spieler. Und ja, hast du ihm auch genug Zucker in den Arsch geblasen in den Vorbereitungsspielen. Ich meine, wir haben 3 Granaten-Innenverteidiger mit dem Minjay, mit dem Upa und mit dem Delicht und jedes Mal ein Pavard gespielt. Wollen die mir jetzt sagen, der Pavard ist besser als einer von den 3 auf der Innenverteidigerposition, oder was? Wild, oder? Wild. Und das wird so bleiben. Wenn sich Dinge tatsächlich noch ändern sollten, liegt das an uns, ob wir auf die Kürze und auf die Schnelle Ersatz finden können. Aber die Hürde ist hoch. Nächster ist Klaus Bergmann für die dpa. Herr Todt, Sie haben ja in der Vorbereitung immer gesagt, dass Sie sehr schnell erstmal eine Elf finden wollen. Ja. Sie sind jetzt gezwungen, zumindest einmal zu wechseln. Wollen Sie es dabei belassen oder erfordert der FC Klar wird das dabei belassen. Augsburg eine ganz andere Herangehensweise? Gut, vielleicht bringt er die Licht, aber ich glaube es nicht. Irgendwie ist da... Ja, soweit bin ich noch nicht. Es kann immer mal passieren. Sie wissen ja, und ich habe es Ihnen ja auch gesagt, dass jetzt zum Beispiel gegen Werder Bremen wir... Ja, musst du mit einem großen Goretzka auf dem Platz haben. Weil der ist bestimmt ich glaube, so 1 Meter größer wie der Conny. Ne? Und der Kimmich ist natürlich auch ein Riese. Deswegen mussten wir 2 große Sechser auf dem Platz haben. Zwischen 2 Spielern, Leon und Conny, die mehr oder weniger gleich auf waren, uns für Körpergröße bei Leon entschieden haben und ein bisschen mehr Kopfballstärke defensiv, weil wir wussten, dass Werder... Also jetzt nichts, Goretzka hat ja ein gutes Spiel gemacht, ist ja alles gut. Kann man ja auch gerne rechtfertigen irgendwie. Aber sich da hinzusetzen und zu sagen, ja, wegen der Körpergröße, ich müsste jetzt nachgucken, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das irgendwie mehr wie ein paar Zentimeter sind. Und wenn ich mich jetzt mal so zurückerinnere, ich glaube, ich habe noch nie von Goretzka mal einen richtig defensiven Kopfball gesehen. Also hat Harry Kane mehr defensive Kopfbälle gemacht wie ein Goretzka in dem ganzen Spiel. Also... Viele Flanken schlägt, viele lange Bälle und auch viel über Freistöße versuchen wird uns Vielleicht habe ich es auch nicht im Gedächtnis und Goretzka hat irgendwie 10 Kopfbälle rausgeköpft. Aber ich glaube, wenn, dann waren die Innenverteidiger gefordert und nicht ein Leon. Also. Zu tun, so diese Und ein Harry Kane bei den Standards. Übrigens. Entscheidungen kann es immer geben. Aber im Grundsatz möchte ich trotzdem dabei bleiben, weil ich glaube, dass es uns gut tut, wenn wir uns einspielen, wenn wir eine Mannschaft haben, die sich immer verdienen muss, natürlich zu spielen. Das ist ganz klar. Dieser Grundsatz muss immer bleiben, muss es verdienen zu spielen. Und dann musst du mit deiner Leistung schaffen, dass wir es verdienen zu gewinnen. So, und dann mit der Kombination, dass wir es verdienen zu gewinnen und hoffentlich gewinnen, verdienst du es dir dann auf dem Feld zu bleiben. Das ist mal das ist der Grundsatz. Also heißt im Umkehrschluss, wenn wir immer gewinnen, solange wir gewinnen, bleibt die Mannschaft gleich, oder was? Selbst wenn dann da wieder einer Scheiße spielt, oder habe ich das falsch verstanden? Zählt erst die Leistung. Dann, ob wir gewonnen haben? Ja, bin ich mal gespannt.
Bin mal gespannt, ob der Leon aufläuft. Wie gesagt, schlecht war er nicht. Er war jetzt aber auch nicht so mega stark jetzt irgendwie. Ja? Vom Kimmich brauchen wir gar nicht erst anfangen. Und der banale Grundsatz, der drunter liegt. Deshalb gibt es jetzt aktuell leistungs- und ergebnistechnisch sehr wenig Grund zu wechseln. Jamal wird ausfallen und Gut, haben wir das ja schon bestätigt. falls wir Sehr wenig. Wenn es jetzt nach reiner Leistung geht, müsste man Kimmich leider auswechseln. Ne? Er war der schwächste Mann an dem Spiel gegen Bremen. irgendeine taktische Besonderheit noch brauchen, behalten wir uns das natürlich immer vor, aber im Grundsatz gibt es sonst keinen Grund. Julian Wolf für die. Finde ich ein bisschen schade für die Licht. Ja, er hat gerade irgendwie einen schweren Stand unterm Tuchel, weiß ich auch nicht warum. Ist dasselbe wie Leimer, I don't know. Warum auf einmal raus ist, weiß ich nicht, fühle ich irgendwie nicht so. Aber mal abwarten, die Aufstellung ist ja noch nicht fix. Aber so wie es sich anhört, ja, können wir davon ausgehen, dass dieselben 10 auflaufen wie letztes Jahr. Letztes Jahr, ja, wie letztes Spiel. Die Welt, bitte. Ja, hallo Tuchel, 2 kurze Fragen. Zum einen, wie sehen Sie den Gegner im Moment? Auf was wird es ankommen am Sonntag? Und vor der zweiten Frage habe ich ein bisschen Respekt, weil ein Kollege hatte die vor ein paar Wochen mal oder ein paar Monaten gestellt, da haben Sie gesagt, ganz dünnes Eis. Aber es rückt näher, Sie werden 50 in ein paar Tagen. Ja, das Eis wird dünner. Ja, ich weiß. Und dann dicker. Ich weiß. Auch für mich. Aber vielleicht ist die Frage, okay, wenn man ein Porträt über Sie schreiben würde und man wird drüber schreiben, Oh, bitte nicht. ein Leben für den Fußball bislang, wird es das treffen oder wird das zu viel ausklammern? Ein Leben mit dem Fußball. Mit dem Fußball. Mit dem Fußball. Ein Leben mit dem Fußball. Was war die erste Frage? Nach dem Gegner. Nach dem Gegner. Die Augsburger haben das Gefühl, haben ihren Stil etwas verändert. Die legen mehr Wert auf Pass. Ich wollte gerade sagen, wenn sie 4 Tore kassieren und 4 schießen, haben sie ihr Stil auf jeden Fall ein bisschen verändert. Sonst das Standardergebnis irgendwie 1-0 war letzte Saison, ne? Zu Hause. Das Spiel legen mehr Wert auf Ballbesitz und haben ihre Grundordnung verändert, so wie wir es analysiert haben. Spielen sehr hohes Vorchecking, also wir erwarten teilweise auch eine Manndeckung in der gegnerischen Hälfte. Das heißt, wir sehen Kimmich wieder in voller Action. Wieder 90% quer und nach hinten Pässe. Wenn sie diesen Stil Und wahrscheinlich 50% Ballverlust. beibehalten, und ich glaube, das ist der Wunsch und das Ziel, so haben sie sich zumindest auch, so nehmen wir es wahr, von außen, es muss nicht stimmen. Deshalb erwarten wir da einen Mix aus einer sehr konterstarken Mannschaft, aber eine Mannschaft, die mittlerweile auch versucht, spielerische Lösungen zu finden über das Passspiel, über Dribblings und eine ein bisschen unorthodoxe, unkonventionelle Grundordnung dafür wählt und in der gegnerischen Hälfte uns eventuell auch mit Manndeckung versuchen wird, unter Druck zu setzen. Und ja, brauchen wir ein paar Lösungen und werden auch. Naja, wenn wir jetzt einen hätten, der auf eine individuelle Klasse auf der 6 oder 8 hätte, den du anspielen könntest, der mit einer Körpertäuschung mal 1, 2 Spieler dann auch stehen lässt, auch wenn sie in Manndeckung sind, hast du natürlich aber auch mega Räume. Ne? Aber der geht uns ja leider ein bisschen ab. Aber zum Glück haben wir ja Harry Kane, der lässt sich dann halt auf die 8er Position fallen. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Noch heute damit beginnen, die Mannschaft darauf vorzubereiten. Wir hatten ja eine außergewöhnlich lange Woche, die wir auch für viel Training genutzt haben, auch für intensives Training, viel Volumen im Training, und dadurch haben wir aber auch Zeit gewonnen, jetzt heute und morgen uns nochmal 2 Tage ganz gezielt aufs Spiel taktisch vorzubereiten. Uli Köhler nochmal, ja. Ja, ich habe noch eine Frage, und zwar zu Saudi-Arabien. Einfach, ist diese Politik von Saudi-Arabien, glauben Sie, dass die Bundesliga, dass das eine Gefahr für die Bundesliga besteht? Oder Was für eine Gefahr für die Bundesliga? Sie uns den Rang ablaufen, oder was? Junge, da müssen sie erstmal nochmal 250 Spieler verpflichten. Ich weiß nicht, wie viele Vereine haben die da in ihrer Liga? Keine Ahnung. geht es einem so, dass man sagt, okay, wo einer spielen will, wo keiner zuschaut, ist auch egal? Beides. Ich glaube beides. Also wenn einer spielen will, und ich glaube, ich bin immer dafür, nicht moralisch zu werden und nicht zum Moralapostel zu werden. Ich glaube, dass wenn erstmal diese Angebote auf dem Tisch liegen, auch viele Leute, die jetzt den erhobenen Zeigefinger heben und das verurteilen, vielleicht dann selber schwach werden würden. Ist auch so, habe ich ja auch schon im anderen Video gesagt. Brauchen wir gar nicht drüber reden, Alter. Wenn ihr ein normaler Typ seid, verdient 2,5 und dann kommt jemand und sagt, ja komm hier, jetzt kriegst du genau den gleichen Job, aber kriegst aber 5 von mir. Ja, dann
überlegt man auch jetzt nicht irgendwie eine Stunde. Ja? Ist ja nun mal so. Also wenn es das gleiche Arbeitsvolumen ist, beziehungsweise noch weniger Arbeitsvolumen, wo du noch weniger Leistung abrufen musst, wir haben uns nichts vor, wenn du aus Europa nach Saudi-Arabien gehst, kannst du halt mal 3 Gänge zurückschalten. Ne? Sowohl im Training wie dann auch im Spiel. Also. Und du wirst noch auf Federn getragen und was weiß ich was. Also. Ja, wie will man das verüben? Klar, auf der anderen Seite sind das schon alles Multimillionäre, dann versteht man das immer nicht als Normalsterblicher. Vollkommen richtig, aber wer sind wir da irgendwie Moralapostel spielen zu wollen, oder? Weil es dann halt doch Gründe gibt, für sich selber, für die Familie und vielleicht für eine große Familie auch auszusorgen, finanzielle. Ja, das lasse ich nicht gelten. Also das würde ich bei irgendwie so einem Buna Saar gelten lassen, der bei uns seit 3 Jahren sitzt und die 4 Mille abkassiert. Da lasse ich das gelten, weil der vorher nichts verdient hat und halt nicht irgendwie was gelernt hat oder sowas. Aber jetzt alle, die da hingewechselt sind, ja, das sind alle Spieler, die schon Abermillionen verdient haben, Alter. Wenn sie die alle versoffen und verhurt haben, dann haben sie es nicht anders verdient, ja. Aber ansonsten ist das kein Argument, Alter. Sicherheit zu haben, so deshalb, glaube ich, sind wir alle gut beraten. Ja, Sicherheit zu haben, klar. Weil du kommst ja auch mit 40 oder 50 Millionen, du kommst ja gar nicht mit hin, die Ronaldo in 1 Jahr verdient, Alter, bei Real Madrid, ach. Themenwechsel. Oder ich zumindest für mich gut beraten, wenn wir da nicht zu moralisch werden. Das ist, it is what it is. Ja, das sehe ich ja auch so. Zu moralisch muss man da nicht werden, aber dann sowas brauchst du da auch nicht erzählen. Das ist dann einfach Gier. Und das ist ja auch okay. Ist ja legitim. Ja? Wie gesagt, wird bei uns wahrscheinlich bei einem einen oder anderen auch nicht anders sein, aber dann zu argumentieren, um ausgesorgt zu haben und so weiter, das haben die alle schon lange. Dieser Markt ist jetzt eröffnet und komplett neu eröffnet und ja, das ist so mit Sicherheit eine Gefahr für die Bundesliga. Die Bundesliga hat eine ganz besondere Struktur und ist nicht gerade im Vorteil gegenüber Clubs, die auch Clubs in der Premier League, andere Clubs in anderen europäischen Ligen, die von Staaten und von Eigentümern privaten Eigentümern geführt werden, da sind wir sowieso schon im Nachteil und der Nachteil wird mit Sicherheit nicht kleiner. So, deshalb müssen wir... Naja, ich denke, es wird immer noch genug Fußballer geben, die das Fußball wegen spielen, ne? Und das Erfolg wegen und nicht irgendwie nur das Geld deswegen. Klar, da gibt es eine Menge von mittlerweile, da müssen wir gar nicht drum herum reden. Und ja, ist ja auch okay, wenn du mit deinen 30ern oder Mitte 30er oder so dann nach Saudi-Arabien gehst und dann nochmal ein bisschen Geld mitnimmst. Wenn du natürlich damit 25 hingehst oder so, dann ist schon schwierig. Dann weiß man schon, was für eine Art Charakter dieser Spieler ist. Und dann braucht er auch nirgendwo anders mehr ankommen, glaube ich, so gefühlt. Trotzdem... Aber ja, spezielles Thema, ne? Nicht problemorientiert, sondern lösungsorientiert. Das heißt, aber ich glaube nicht, dass die Bundesliga sich da Sorgen machen muss, weil Saudi-Arabien will ja auch nicht Karl-Heinz Müller vom SC Freiburg oder was weiß ich wen von Union Berlin oder gehen wir noch weiter runter vom VfL Bochum oder sonst wen. Wenn, dann wollen die ja auch Spieler verpflichten, womit sie Sportswashing betreiben können. Ja, nichts anderes geht's da. Ja, da geht's jetzt nicht darum zu sagen, wir wollen hier die starke Liga aufbauen oder sonst was. Es ist halt derselbe Mist wie mit Katar. Sportswashing, deswegen wollen die auch in die Champions League rein und so weiter und so fort. Das sind die einzigen Gründe und deswegen hauen die auch die Mille da raus, weil der Geld spielt ja keine Rolle. Ja, Punkt. Aber da wird keinen Hans Müller vom VfL Bochum verpflichtet. So, das interessiert die nicht. Ja? Interessiert nur Namen. Punkt. Werden unsere eigenen Nischen suchen, unsere eigenen Nischen finden. Wir beziehe ich jetzt mal auf den FC Bayern und ist natürlich. Thomas, das musst du nicht erwähnen, wenn du wir sagst, ne? Verstehst du? Wir sind wir hier. Weil du da im Shirt sitzt. Jeder in der Liga gefordert. Und ich glaube, die gibt's immer. Wie gesagt, die interessiert auch keinen Spieler von Dortmund, Alter, solange das nicht irgendeine Kanone ist. So. Das müssen Namen sein, die Strahlkraft haben. Das ist das Einzige, was dieses Land interessiert. Interessiert nicht, hab ich gerade schon gesagt, Karl-Heinz, Alter. Es wäre Karl-Heinz Riedel, aber der ist ein bisschen zu alt, glaube ich. Es gibt immer Nischen, die wir besetzen können und es gibt immer Nischen, die uns wettbewerbsübergreifend und auch europäisch konkurrenzfähig bleiben lassen. Bleiben wir hier vorne, Stefan Kumberger nochmal.
Nochmal kurz zu Benji Pavard. Aus Italien kam jetzt kurz vor der Pressekonferenz die Meldung, er hätte am Mittwoch das Training schwänzen wollen, und um einen Wechsel zu forcieren, und sie hätten dann mit Pini Zahavi telefoniert, um da irgendwie... Ihr Blick sagt mir, das stimmt alles nicht? Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Benji hat ein Training verpasst. Ich glaube, dass Sie das ja auch wissen. Das kann man, glaube ich, auch irgendwie sehen bei uns, wer dann zum Aufwärmen nicht rauskommt. Immer. Kommt auf Sie an. Den Vorhang machen wir regelmäßig zu, aber das Aufwärmen findet ja manchmal dort statt, wo kein Vorhang ist. So ein Training hat er verpasst, und er hat das Freundschaftsspiel mitgemacht mit uns. Er hat dann da mal kurz ein Bewerbungsgespräch geführt, da waren wir kurz beim Medizincheck schon mal. Ist so, okay. Gestern, ich bin ein bisschen schlecht mit den Tagen, aber er hat dann gestern voll Alter, ich sag ja, Thomas und ich sind so. Ich kenne das mit den Tagen. trainiert, und das muss auch so sein. Das ist auch so. Und dass er da persönlich jetzt gerade so ein bisschen mit seiner Situation hadert. Ich glaube, wenn er sich, ja, ich kenne das, ist jetzt nicht der erste Spieler, bei dem das so ist, der ist ausschließlich seine eigene Situation gerade, seinen eigenen Willen im Kopf hat. Aber wir nehmen das nicht persönlich, ist alles gut. Und er hat gestern trainiert, und ich habe auch nicht mit Pini Zahavi telefoniert, um da irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Das schaffen wir ohne. Da reicht ein Gespräch mit dem Spieler, und da reicht ein 4-Augen-Gespräch. Und das machen wir mit gesundem Menschenverstand, und so, was wir erwarten von den Spielern, gehen wir auch mit den Spielern um. Und Benji war auf dem Feld, und ich erwarte, dass er heute auch trainiert. Machen wir noch 3 Fragen bitte. Nicolina nochmal, ja? Herr Tuchel, ich wollte Sie nach Ihren Gedanken... Sitzen da nur 3 People, Alter, die 3 Köpfe, die wir sehen, oder was? Mehr ist da nicht los, oder wie? Sehr frech. Zur Innenverteidigung für Sonntag fragen. Ja. Denken Sie da eher, okay, das hat gegen Bremen ganz gut funktioniert, das behalten wir bei? Oder wir Frag doch direkt, ob er Matthias aufstellen will oder nicht, Junge. probieren noch ein bisschen eben diese Innenverteidigung, die Sie finden wollen? Ja, er traut sich ja nicht, Minjay und De Ligt mal aufzustellen, gleichzeitig. Schon langsam rauszukristallisieren? Haben Sie sich schon entschieden, was Sie da machen von beiden Optionen? Werde ich Ihnen natürlich nicht verraten, aber Hast du doch vorhin schon verraten. Gibt keinen Grund zu wechseln, hast du doch gesagt. ich fand, dass die beiden Upa und Minjay es sehr gut gemacht haben, Ja, und sehr viel muss besser nicht gemacht weiterreden, haben als Alter. in den Wochen zuvor. Ich glaube, dass das im gesamten Verteidigungsverhalten, nicht nur der Innenverteidiger, aber auch in der Organisationsleistung und in der Kompaktheit der gesamten Mannschaft ein deutlicher Schritt nach vorne war. Naja, habe ich in den ersten 10 Minuten nach der Pause nicht so wirklich gesehen, Leute. Und alles dazwischen muss man sagen, dass Bremen auch nicht wirklich offensiv agiert hat, Alter. Das ist Man redet sich das, glaube ich, gerade alles so ein bisschen schön, ey. Bin mal gespannt, wenn der erste richtige Gegner kommt, der Leverkusen ist am 4. Spieltag. Dann wissen wir mal, was die Verteidigung steht oder nicht. auf jeden Fall jetzt so die neue Basis, auf der wir dann direkt die nächsten Entwicklungsschritte setzen wollen. Das war sehr gut. Matthijs kommt aus einer Verletzung, aus einer schwerwiegenden. Ja, das Argument, das spielt da jetzt mir schon ein paar Wochen zu lang aus, ja, sage ich euch ganz ehrlich. Also, das Argument fühle ich nicht. Verletzung, weil es war die Wade. Wer Matthijs seine Waden kennt, weiß, dass das dann auch eine ordentliche Verletzung ist, wenn er sich dort verletzt. Die sind dicker als meine Oberschenkel. So. Deshalb fehlt da ein bisschen Rhythmus, da fehlt ein bisschen Form, da fehlt ein bisschen Vertrauen dadurch, und deshalb hat er da vielleicht gerade die Entscheidung gegen sich gekriegt, während er im Supercup ja noch gestartet hat. War aber extrem wichtig, dass er da eine halbe Stunde auf hohem Niveau zu Ende verteidigt hat, auch für uns. Im Moment sind das 3 gelernte Innenverteidiger plus Benji. Das ist auch... Ja, gut. Wir können daraus schließen, dass er raus ist. Benji Pavard, das ist auch absolut nötig. Die Saison wird... Kann ich euch übrigens empfehlen, FC Bayern Podcast, könnt ihr bei Spotify oder sonst wo hören. War De Ligt zu Gast, könnt ihr euch reinziehen, 21 Minuten lang, wenn ihr Bock habt. Es werden viele Spiele, und ja, auch da gibt es jetzt von der Leistung her keinen Grund zu wechseln, wenn wir in den... Ja, aber da müssen wir uns keine Sorgen machen. Auch gegen Bremen, ich meine, ich wünsche es den Opa nicht. Opa ist für mich... Wir haben halt 3 gute Innenverteidiger, wie er selber sagt, ja. Opa ist ja auch eine Maschine, wenn er wirklich konstant ist. Aber irgendwann wird er wieder seine Aussätze haben, und dann, ja. Aber irgendwie hat der Tuchel ja die ganze Zeit nicht. Irgendwie hat er keinen Bock auf Minjay und De Ligt zusammen. Von Anfang an nicht. Ja, und in jedem Testspiel hat er immer so gewechselt, dass es nicht zustande kommt.
Einmal für 10 Minuten waren sie zusammen auf dem Platz. Weiß ich nicht. I don't know. Vielleicht mag es echt nur so sein, wie er sagt, so mit der Verletzung und so. Aber nichtsdestotrotz hättest du die ja auch zusammen mal im Testspiel testen können. Ne? Man haben ja beide immer gespielt, jeweils eine Halbzeit. Habe ich halt nicht ganz verstanden. Aber finde ich auch ein bisschen schade, weil ich denke, charakterlich ist der Dirt auch ein ganz, ganz wichtiger Spieler, wenn er auf dem Platz ist. Ne? Für die Mannschaft. Glaube ich schon, dass sich da schon ein bisschen was entwickelt hat letzte Saison. Und ihn jetzt wieder so ein bisschen rauszunehmen. Klar, wenn er nicht 100% fit ist, keine Frage. Dafür haben wir 3 gute Innenverteidiger. Müssen wir nicht rumdiskutieren. Und solange die beiden sich keine Fehler erlauben und super sicher sind, verstehe ich das auch. Aber das waren beide gegen Bremen auch nicht. Ja, und wenn wir ehrlich sind, Bremen war jetzt nicht so offensiv stark. Also von daher ist da noch bei allen Luft nach oben. In den nächsten 2 Tagen taktische Gründe sehen oder wenn irgendwas passiert, sind wir froh, dass wir auf dem absolut gleichen Niveau im Moment auch durchwechseln können. Letzte Reihe, Johannes Graf für die Augsburger Allgemeine. Hallo Herr Tuchel, logischerweise eine Frage zu Augsburg nochmal. Es ist ein Spiel gegen einen ehemaligen Club. Sie haben selbst noch öfter Bezüge zu Augsburg, sind auch mal in der Buchhandlung, haben dann einen Freund. Ist es trotzdem noch ein besonderes Spiel gegen Augsburg zu spielen? Ich meine, es ist nicht zum ersten Mal, dass Sie mit einem Club dagegen spielen, oder hat man da überhaupt noch irgendeinen besonderen Bezug oder nicht? Hat man schon, aber es ist der Fokus ist wirklich jetzt auch natürlich durch Transferperiode und alles, was hier jetzt war. Es ist keine Zeit, nostalgisch oder emotional zu werden. Schon extrem auf uns, dass es sich jetzt nicht mehr so groß von anderen Bundesligaspielen unterscheidet. Das heißt, der Fokus geht voll auf uns, geht auf die Spielvorbereitung wie für jedes andere Spiel auch. Und dann ist es ein Heimspiel. Ist jetzt auch nicht so, dass wir dann in Augsburg noch eine Nacht schlafen und dann irgendwie Freunde oder Teile der Familie vorbeikommen. Dann fühlt es sich schon noch mal ein bisschen anders an. Aber sobald das Spiel losgeht, macht es dann eigentlich gar keinen Unterschied mehr. Noch eine letzte Frage bitte, Klaus Bergmann. Die obligatorische Frage, gibt es eigentlich Ausfälle, die wir jetzt noch nicht wissen? Nee, wenn Sie es nicht wissen, weiß ich auch nicht im Moment. Der ist gut. Also den wir gesagt haben, den Sie schon genannt haben, das ist auch von dem ich weiß. Die kurze Nachfrage zu Thomas Müller, der ja nun einen Großteil auch der Vorbereitung verpasst hat. Ja. Recht agilen Eindruck macht in den wenigen Minuten, die er reingekommen ist. Ist er denn eigentlich jetzt, hat er so viel aufgeholt, dass Sie ihn jetzt auch bedenkenlos beginnen lassen können? Ich glaube, beginnen könnte er schon. Ich glaube nicht, dass er durchspielen könnte. Das würde mich, also sage ich jetzt einfach mal, auf dem Niveau, auf dem wir wollen, dass er spielt und auf dem in der Intensität, die er auch spielen muss, um gut zu sein, das ginge nicht. Deshalb wird da die Entscheidung sein, wollen wir ihn am Anfang auf dem Platz haben oder wollen wir uns einfach die Option behalten, dass er am Ende für uns auf dem Platz steht. Das war, wie Sie richtig sagen, ein sehr belebendes, sehr gutes. Oder ist ja dann auch schon durch das Thema. Das heißt, Müller kommt später rein. Weil er jetzt, wie er gerade selber sagt, sehr gut gemacht gegen Bremen, wo er reinkam. Und mich jetzt mal so zurückerinnere, so ein Gnabry. Ja, ich den ja schon mal irgendwie als Einwechselspieler gesehen, wo er da mal groß aufgefallen ist. Ich glaube nicht. Element und ja, wir können nicht wegdiskutieren, dass er die gesamte Vorbereitung verpasst hat. Aber vielleicht kommt ein Gravenberg überraschend rein. Und da noch ein bisschen Rückstand hat. Aber fühlt sich gut, er ist schmerzfrei, das ist das Wichtigste. Das merkt man ihn auch im Training an. Das ist auf einem komplett neuen Level, weil er sich frei fühlt. Vielen Dank hier, vielen Dank da. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Cooles Spiel. Aber ich mach's kurz und schmerzlos. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ja, wir haben viel zur Aufstellung erfahren. Das besprechen wir dann im Taktikfuchs, wa? In diesem Sinne, bleibt gesund, auf ein gutes Spiel. Bis dann. Tschüssi.